Hallo, das ist Susi von Mental Love. Ich möchte heute über deinen eigenen Wert reden und über das Vergleichen mit anderen. Du kennst es vielleicht, wenn du auf Facebook unterwegs bist und dann siehst du Fotos oder Videos oder irgendwas von Freunden und Bekannten und denkst dir vielleicht, wow, was der jetzt alles macht, und der macht so einen tollen Urlaub und sie besucht so einen tollen Kurs und da ist das und das Foto und das ist ein tolles Essen, und du beginnst zu vergleichen dein eigenes Leben mit dem perfekten Leben unter Anführungszeichen auf Facebook. Natürlich ist dir bewusst, dass das alles gefiltert ist, also dieses grausige, verkochte Essen, das gar nicht geschmeckt hat, das wird nicht gepostet natürlich. Ja? Es wird nicht gepostet der Streit mit dem Partner oder dass sie versetzt wurde vor ihrem Date oder was, das wird oft nicht gepostet. Und dadurch kommt man in diesen Vergleich hinein mit anderen, mit der perfekten Version von dem anderen quasi. Und das ist ganz gefährlich eigentlich, weil das verursacht nur negative Gefühle, und da würde ich mir mental einfach ein Stoppschild denken, dass du ein rotes Stoppschild aufhältst und sagst, okay, aufhören, ich denke jetzt an was anderes. Ich höre jetzt auf, dass ich mich vergleiche mit den anderen, sondern ich konzentriere mich auf mich selber. Was habe ich für Stärken, was habe ich für Talente, was gefällt mir an meinem Aussehen, und das kannst du super probieren, dass du dich vor den Spiegel stellst und dann schaust du dir mal genau an und dann überlegst du, was taugt dir eigentlich an dir selber. Also rein positiv, was gefällt dir? Gefällt dir deine Stupsnase, gefällt dir deine Lockenmähne, sind es deine Beine, ist es dein Bauch, ist es deine allgemeine Ausstrahlung, sind es deine Augen, ist es irgendwas ganz anderes? Und dann überlegst du dir, was sind deine Stärken, was sind deine Talente, was machst du gern, was sind deine Hobbys und welchen Sport betreibst du gern. Und du suchst all diese positiven Eigenschaften und dann schaust du dir mal an und denkst dir das mal alles, was du eigentlich für Person bist, was dir als Persönlichkeit ausmacht. Und wenn du das rein positiv machst, dann wird dir das von innen total stärken, weil du einmal erkennst, okay, was für ein toller Mensch du eigentlich bist. Und ja, diesen Vergleich würde ich auf jeden Fall sein lassen. Ich habe immer wieder Kunden, die sagen, die irgendwo unterbewusst gespeichert haben, ich bin nicht gut genug oder ich bin das nicht wert. Und das ist total schade, dass sich das gesellschaftlich so durchsetzt irgendwo, oder dass man das von der Kindheit oder von Erfahrungen mitbekommt, dass das so viele Leute haben. Ja, das ist eigentlich wirklich heftig. Ja. Und das würde ich machen, diese Spiegelübung, dass du dich in den Spiegel siehst und schaust und da das auch sagst. Mir taugt es, dass du eine tolle Ausstellung hast. Mir taugt es, dass du das und das geschafft hast, dass du die Erfolge gefeiert hast schon. Sag dir das einmal selber und schau mal, was zurückkommt. Das ist eine total starke Übung, seinem Spiegelbild das zu sagen. Und wenn du ganz, ganz mutig bist, dann kannst du sogar sagen, ich liebe dich. Die stärkste Form, die Selbstliebe, dass du dich selber liebst, bevor dich jemand anders liebt. Das ist ganz wichtig. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß. Du kannst dir mein gratis E-Book holen mit Mentaltraining zu deiner wahren Liebe. Ich werde unten den Link dazu posten und dann wirst du up to date bleiben bei meinen Workshops und Trainings und Angeboten. Ja, da wünsche ich dir ganz viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!